Und ich glaube, gerade darin besteht das Geheimnis vom christlichen Glauben. Das Geheimnis vom christlichen Glauben ist, dass es jedes von uns selber entdecken muss. Ihr könnt es nicht vererben. Ja, das Debbie hat es gesehen, wir sind mitten in dieser Kleingruppenkampagne. Aber wenn du jetzt heute Morgen hier zu Besuch bist, sonst nicht hier in den Gottesdienst kommst, also sollte da etwas für euch dabei haben, dass ihr jetzt da völlig den Faden nicht hättet oder so. In unserer Kleingruppenkampagne geht es um das Thema Glaube, Liebe, Hoffnung und das sehen wir da hinten oder ich glaube, mal, zu Ruttigen ist es auch auf der rechten Seite. Sehen wir das in diesen Bildern, die der Beat Hari gemalt hat. Das Leitbild, das wir gesehen haben, das wenn wir wirklich so auch vor Augen führen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wir haben im Überlegen, im Beten festgestellt, dass der 1. Johannesbrief ganz viel von diesen Themenkreisen, von diesen Schlagwörtern enthält. Glaube, Liebe, Hoffnung sind zentrale Themen vom Johannes in seinem Brief. Und heute Morgen, als ich da reingekommen bin, hat mich das gerade emotional wirklich bewegt. Die Lobpreisgruppe war da vorne am Üben. Der Simon war dran, am die Folien suchen und das Zeug einzurichten. Und das hat mich einfach sehr bewegt, weil es geht in diesem heutigen Text geht's jetzt um die Bruderliebe. Um die Liebe untereinander. Wir sehen beim Johannes in seinem Brief, und das ist, glaube ich, auch im Evangelium vom Johannes, ein grosses Anliegen von ihm, dass er gegen die Irrlehre von der Gnosis ankämpft. Die Gnosis, ich will da jetzt nicht das gross ausführen noch einmal, aber ein Element von der Gnosis ist, dass Gnosis sieht, alles Materielle, alles Greif und Sichtbare, das ist schlecht. Also auch wir, unser Körper ist schlecht. Aber das Gute ist das Geistige. Alles, was wir in unserem Kopf, gedanklich, das können wir reinigen, das kann heilig sein. Und darum sagen sie auch, ja, Gott kann nicht Mensch werden, weil Gott ist ja gut. Also Gott kann nicht auf die Erde kommen, als Jesus Christus und Mensch werden, greif, sichtbar, weil Gott ist ja gut. Und da war so eine Ansicht eben von dieser Gnosis-Lehre, dass Jesus so wie ein bisschen über dem Boden würde schweben. Wie gar nicht wirklich auf dieser Erde ist. Aber wir haben es ja auch hier, hinter Sadelboden, an der Wand, ist auch aus dem 1. Johannesbrief der Spruch, wo wir jeden Sonntag daher schauen dürfen. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und da merken wir, das ist etwas, das greifbar ist. Das ist ein bisschen, ja, ich dachte, das Blut, was ist das für eine Sprache? Aber das ist eben genau, weil das am Johannes so wichtig war, dass Jesus wirklich ist Mensch geworden, dass Jesus wirklich auf die Erde ist gekommen, greifbar, sichtbar und dass er für uns gestorben ist. Und Jesus sieht ja selber auch gerade im Johannes-Evangelium wird das zitiert, niemand hat größere Liebe für seine Brüder oder für seine Freunde, dass er sein Leben gibt. Ein zweiter Aspekt, der in dieser Gnosis immer wieder betont wird, ist das Licht. Licht. Also. Und wir merken das so, das ist heute auch viel so eine gängige Sache, dass man sieht, ja, das Licht, Astralenergie etc., dass das etwas ist, wo grosse Schlagwörter sind. Also das Licht, irgendwie etwas spüren, etwas,
die da ist. Und da lernt eben der Johannes auch davon, vom Licht. Dass das Licht greifbar ist und dass das Licht etwas Wichtiges ist. Das Licht soll sichtbar sein. Und er sieht hier ganz besonders heute, das Licht hat eben etwas mit Liebe zu tun. Liebe nicht als Gefühl, als Schmetterling oder Liebe als Handlung. Mein Sohn hatte so einen Aufklärungsworkshop jetzt in der Schule. Und das war ganz interessant. Das ist jetzt der dritte von unserer Familie, der diesen Workshop besucht hat. Die anderen hat man so ein bisschen probiert anzusprechen auf den Workshop, ein bisschen die Thematik aufgreifen, vielleicht nochmal darüber reden und so. Und die haben nur so gesagt, das ist peinlich, Vati, wir wollen jetzt nicht mit dir über das reden. Aber jetzt beim dritten, das ist ganz interessant, der ist jetzt gekommen und mit dem habe ich jetzt da ganz viel dürfen austauschen. Und dann habe ich gesagt, ja weißt, es gibt einen Unterschied. Er hat erzählt, dass es gelehrt wurde, ja, dass Liebe, das sei nicht abhängig von einem Geschlecht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist es so. Das ist es so. Ich habe ganz einen lieben Freund und ich mit dem die Woche etwas machen. Das ist Liebe. Aber dann habe ich mir gesagt, du, zwischen Liebe und Sexualität gibt es einen Unterschied. Und das hat dann ganz spannenden Austausch gegeben. Aber das auch hier, aber wenn wir um Liebe, es ist nicht einfach die Schmetterlinge im Bauch oder eben Sex als wie man heute auch sieht, Liebe machen, sondern es ist eben etwas viel, viel Tieferes. Liebe als Eigenschaft der Gläubigen. Und es ist auch ganz interessant, die verschiedenen Übersetzungen, das jetzt verschieden weitergeben. Jetzt hier die neue Genfer Übersetzung schreibt, liebe Freunde. Und in anderen Übersetzungen lesen wir sogar Geliebte. Geliebte, stellt euch das einmal vor. Wenn ihr das am Morgen am Dorli siehst, du meine Geliebte, das tut dir sicher ganz gut und sie ja auch. Aber ja, mit Geliebten. Nino, es war wunderbar, dass du heute Morgen Musik gemacht hast. Und das war eben so das Gefühl, als ich heute Morgen da reingekommen bin. Und ich durfte das auch zu Frutigen einander ein bisschen anschauen und sagen, mit Geliebte oder mit Geliebten Sitznachbar. Oder auch hier, macht doch das gerade einmal machen. Geliebte Sitzpartner. Warum? Warum Geliebte? Warum Geliebte? Aber nicht, ich sage manchmal so, es ist eben nicht piep, 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 wir haben uns alle so lieb. So ein bisschen Schlagermusikmässig, oder? Oder wir kommen alle in den Himmel, gibt's ja so, es gibt so Schlager, so wunderbar süße Schlager, wo man dann mit dem Wischerli und Beseli manchmal muss den Text zusammenwischen, wenn er so aus dem Radio rausplätschert ist oder aus dem Fernsehen raus. Es hat nämlich nichts mit dem zu tun, sondern es geht um das Evangelium, um die frohe Botschaft. Und das ist das Anliegen von Johannes. Das ist seine tiefe Motivation. Und er sagt, er wünscht sich das, dass das jeder Mensch darf erkennen, dass jeder Mensch darf die frohe Botschaft erkennen. Das ist die Treibkraft von Johannes. Und wir wissen ja, der Johannes wird ja einer von diesen Donnersöhnen genannt, auch wenn er manchmal im Evangelium oder in seinen Texten so ein bisschen süß rüberkommt. Das war dann ein Mann. Das war ein Fischer. Der hat auch ein bisschen Oberarme gehabt. Das war also nicht so ein süßes Mandel, sondern ich könnte mir vorstellen, der war auch ein bisschen haarig. Ja, also wirklich ein Mann. Aber er ist getrieben von der Liebe zum Evangelium. Genau.
Und jetzt fährt er so an, etwas, wir kommen noch gar nicht so recht an, hat er jetzt etwas Altes oder etwas Neues, oder was will er jetzt sagen? Er sagt, es ist ein altes Gebot oder ein neues Gebot, aber es ist eben gleichzeitig ein altes und gleichzeitig ein neues Gebot. Und ich habe mir so überlegt, ja, du hast es so in der Bibel gelesen heute Morgen, dass ja das schon eine alte Geschichte ist. 2000 Jahre Kirchengeschichte. 2000 Jahre, wo das Thema Liebe von Jesus Christus im Raum steht, wo die Gemeinde probiert, die Liebe Jesu Christi zu leben. Und wir merken ja in dieser ganzen Kirchengeschichte, es gibt immer wieder Strömungen, die auftreten und sagen, oh, wir haben jetzt etwas Neues herausgefunden. Wir haben jetzt etwas Neues herausgefunden. Und das ist ja wunderschön, wenn man wieder in der Bibel wieder wie neue Aspekte entdeckt. Aber es ist leider so, oder nicht leider, es ist auch gut, wenn man nicht immer etwas Grundsätzliches Neues entdeckt wird, aber es gibt eigentlich nichts mehr Neues. Man findet nichts mehr Neues raus, aber es muss immer wieder neu entdeckt werden. Und dann kann man sagen, ja, das ist so ein verstaubtes Buch. Wir haben da vorne noch so einen Bibeldruck. Ein altes Buch, ein verstaubtes Buch. Und ja, ist das überhaupt heute noch relevant, die Bibel? Das heisst zwar eben das Neue Testament, aber auch das Neue Testament ist bereits 2000-jährig. Und man tut manchmal in unserer Haltung, in unserem Konsumverhalten, habt ihr das vielleicht auch schon gemerkt, dass man das Gefühl hat, das Neue sei das Bessere. Das Neue ist das Bessere. Da hat man irgendeine Maschine, oder? Und nachher gibt es eine neue Entwicklung. Und wenn man dann die neue Maschine kauft, das ist das Wahre. Das ist eben eine neue Entwicklung. Also das Neue scheint wie das Bessere zu sein. Und man sieht da manchmal als Sprichwort, das Gute ist der Find vom Besseren. Und dann könnte man vielleicht auch sagen, das Neue ist der Find vom noch Neueren. Aber wenn wir ein bisschen darüber nachstudieren, dann merken wir, das ist vor allem der Wahlspruch von denen, die etwas verkaufen wollen. Von denen, die Umsatz machen. Also wenn meine Mischgabel viel zu gut ist, und meine Frau hat auch schon gesagt, wieso dass ich die Gänge für aussen lasse, die sollte man doch, aber sie ist ja Schermscherme, sie ist also nicht nass. Sie wird nicht nass. Aber ich habe schon gesehen, der muss irgendwann schon wieder einen neuen Stil verkaufen. Aber wir merken, das ist wie etwas, wo ich manchmal das Gefühl habe, das schleicht sich auch in unser Leben ein. Dass man wie das Gefühl hat, nur das Neue ist das Wahre. Auf der anderen Seite hat es ja in Ostdeutschland so ein Auto gegeben, der Trabi, und der ist ja nicht kaputt gegangen, der war ja aus Plastik. Die würde ich noch heute fahren, die Trabanten. Aber die haben natürlich so viel Dreck hinten rausgelassen und so viel schlechten Motor gehabt, etc., dass heutzutage niemand mehr würde sagen, das ist super, das ist ein Auto, das nicht kaputt geht, das muss ich kaufen. Technologie entwickelt sich weiter. Aber hier im Gebot, wo der Johannes hier betont, ist es eben etwas, wo wir immer wieder neu entdecken sollen. Im Vers 8 sieht er uns, weil es das ist, oder ich tue es am geschicktesten gerade vorlesen, und doch ist es das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Jesus Christus hat es erfüllt und darum darf es auch bei uns Raum bekommen. Eben nicht als Gefühl, sondern als Teil von unserer Gemeinschaft.
Und das ist etwas, das hat mich recht herausgefordert. Ist es wirklich das, was bei uns das Neue ist? Ist es wirklich das, was bei uns Raum bekommt, in unserer Gemeinde? Der Johannes sagt aber gleichzeitig, es ist eben auch das Alte. Warum ist es auch das Alte? Zum Glück ist es auch das Alte, weil Gott verändert sich nicht. Gott ist absolut gut. Das ist eben nicht vergleichbar mit einem Gabelstiel oder mit einem Trabant. Auto, sondern Gott ist gut von Anfang an. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er der Gute. Er ist der Vollkommene. Und er ist in sich die vollkommene Liebe. Er ist der, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Und darum sind wir doch so froh, dass er eben zugleich oder alt ist. Wir brauchen keinen anderen Gott. Wir brauchen keinen anderen Gott. Aber Jesus ist auf die Erde gekommen. Und mit ihm ist die göttliche Liebe in Raum und Zeit gekommen. Ist greifbar geworden. Und die Liebe, die soll nicht einfach für sich selber stehen, sondern die soll in uns innen Raum einnehmen. Sollen können uns einnehmen, uns verändern. Und ich glaube, gerade darin besteht das Geheimnis vom christlichen Glauben. Das Geheimnis vom christlichen Glauben ist, dass es jedes von uns selber entdecken muss. Ihr könnt es nicht vererben. So gern, wie wir das unseren Kindern vererben, wie wir es in die Hand drücken und sagen, schau, das ist wichtig für dein Leben. Das Geheimnis ist, dass es jedes von uns eben immer wieder neu muss entdecken. Der Johannes schreibt in seinem Text auch von Blindheit, von Dunkelheit, von nicht gesehen, Finsternis. Er schreibt auch, dass der eben nicht in dieser Liebe innen lebt, ohne Licht ist. Dass er nicht sieht. Und ja, ich frage mich, wenn es doch so das Gute ist, wenn es doch so das Neue, wenn es doch so das Erstrebenswerte ist, wieso müssen wir denn unsere Liebe oder die Liebe so häufig suchen in unseren Gemeinden? Der Johannes sieht eben, es ist eine geistliche Blindheit. Und er führt in unserem heutigen Text 2 Sachen auf für die geistliche Blindheit. Das erste ist der Hass. Blind vor Hass. Und da können wir sagen, ja gut, der Hass, das ist ja vor allem das Problem den anderen. Ich hasse doch nicht. Hassen, so wie wir es verstehen, würde ich umschreiben als tiefst ablehnende Haltung gegenüber meinem Mitmensch. Das ist Hass, so wie wir es verstehen, oder? So eine ablehnende Haltung, die sich sogar so weit steigern kann, dass ich mir wünschte, der andere, der wäre ich gar nicht. Dass eben der Hass sogar zu Mordhandlungen führt, dass ich den anderen umbringen will. Das ist das Extrem von Hass. Aber Jesus greift in der Bergpredigt das auf. Wir haben es sicher auch schon gehört. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Oder wer ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Leider kann man diesen Vers auch nicht so gut brauchen für Kindererziehung. Nützt nichts. Aber manchmal schon.
recht erstaunt, was da in der sich liebenden Familie gegenseitig für Wort gebraucht werden. Aber wir brauchen sie vielleicht nicht, aber sie sind vielleicht gleich in uns drin. Und wenn wir noch mehr auf das Wort Hass, wie es der Johannes hier verwendet, das griechische Wort, schauen, dann merken wir, dass eben die Spanne von der Wortbedeutung viel breiter ist. In der Übersetzung vom Alten Testament, das ist die Septuaginta, die ist auf Griechisch übersetzt worden. Und dort wird das Wort übrigens gebraucht für die Lea, die zweite Frau von Jakob. Da wird das gleiche Wort gebraucht, das ist ganz interessant. Und man könnte ja nicht sagen, es heisst Rahel Heiger geliebt, der Jakob, seine Lieblingsfrau, und die Lea Heiger gehasst. Es wird natürlich nicht so übersetzt in die deutsche Sprache. Und das wäre ja auch ein bisschen übertrieben. Es geht sagen, er hat sie gehasst. Aber es ist das gleiche Wort. Und dann merken wir, aha, ja, wir lesen jetzt so drüber und sagen, ja, das betrifft mich nicht, Hass ist kein Problem von mir. Es ist eben breiter zu fassen. Ich habe gefunden, der Werner de Boer hat das in seinem Kommentar schön erklärt. Ich tue euch das vorlesen. Dementsprechend vollzieht sich das Hassen des Bruders bereits in allen Formen der Lieblosigkeit ihm gegenüber, in der Kühle und Gleichgültigkeit, die nicht an ihm Anteil nimmt, in der Abneigung und Abwehr, die unter der Decke von Freundlichkeit doch eine innere Wand gegen ihn aufrichtet. Johannes hat klar gesehen, im Verhältnis zum Bruder gibt es keine Neutralität. Neutralität wäre als solche schon Verweigerung der Liebe und in diesem Sinn bereits ein Hassen des Bruders. Die Verweigerung der Bruderschaft. Keiner kann sich also dem Wort des Johannes damit entziehen, dass er sagt, er hasse doch seinen Bruder gar nicht. Das sind starke Worte, die der Werner de Boer da geschrieben hat. Aber wenn wir es wirklich auf den Grund gehen von diesem Wort, dann werden wir merken, ja, es ist wahr. Gleichgültigkeit am Brüder gegenüber ist eigentlich auch schon eine Form von Hass. Und das ist etwas, was mich manchmal so bewegt, jetzt, wenn wir um das Dorf voll Leute haben, wenn ein Haufen Leute ist, oder wenn wir in der Stadt sind. Das ist manchmal schon eine Topfkollekte, wenn die Ströme von Leuten da neben durchgehen. Und ich sage, eigentlich sind mir die Leute so gleich. Es interessiert mich eigentlich so nicht, was die beschäftigt. Und das macht mich manchmal schon traurig. Ja, natürlich, ich kann mich nicht um jeden kümmern und um jeden fragen, was ist denn dir, was hast denn du für eine Not, wie geht es denn dir? Aber hier sind wir ja in einem überschaubareren Raum. Ist mir gleich, wie es am anderen geht. Der zweite Begriff, den der Johannes braucht für die Blindheit, ist Weltliebe. Weltliebe. Wir denken gerne an uns. Und ich glaube, darum steht das in Verbindung zum ersten, zum Wort Hass. Wir sind doch einfach Egoisten. Wir sehen doch zuerst einmal, was uns wehtut und was uns Mühe macht. Wir stellen uns ins Zentrum. Wir fragen uns, was unserem Wohlbefinden dienen. Der Johannes legt hier den Finger auf unsere Prioritätensetzung. Was sind deine Prioritäten? Oh, Jesus sieht das in der Bergpredigt auch. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird den einen ergeben sein und den anderen abweisen. Hassen wäre übrigens wieder das gleiche Wort. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich
dem Mammon. Wir wollen klar sehen. Und was mich in diesem Abschnitt als drittes so fasziniert, ist, dass Generationen angesprochen werden. Es werden nicht nur die Alten angesprochen, es werden nicht nur die Jungen angesprochen. Es werden alle Generationen angesprochen. Man könnte sagen, der Johannes redet hier zu einer Mehrgenerationengemeinde. Gemeinde als Ganzes soll zum Tragen kommen. Wir müssen uns da jetzt auch nicht gerade einer fixen Generation zuordnen, denken, ja, ich bin ja noch nicht so jung, ich gehöre vielleicht zu den Kindern oder ich gehöre zu denen oder denen. Aber es ist eben ein Gebot, das für alle Generationen gilt. Jeder ist eingeschlossen. Liebe, Bruderliebe, das ist nicht etwas, das ganz am Schluss kommt, wenn wir ja alles andere begriffen haben, sondern es kommt ganz am Anfang. Als Kind dürfen der Vater erkennen, dürfen begreifen, was Sündenvergebung in unserem Leben bedeutet. In die Arme vom Vater springen. Als Väter dürfen erkennen, was Jesus Christus in unserem Leben für eine Bedeutung hatte. Dass das, was ich aus Liebe zu ihm mache, dass das bleibenden Wert hat. Und als junge Männer dürfen die Dynamik haben, das Böse überwinden, immer wieder neu anzufragen. Und ich glaube, da ist jedes herausgefordert heute Morgen. Jedes von uns ist herausgefordert. Wie stehe ich vor Gott? Wie sieht mich Gott? Aber bin ich das Kind, das in die Vaterarme darf springen, sich das immer wieder neu bewusst werden? Bin ich der junge Mann, der starke junge Mann oder die junge Frau, die Siegen erringt, die Prioritäten im Leben voll auf Gott setzen kann? Oder eben als Vater, der sich auf das Leben zurückschaut und Freude hat, wie Jesus im Leben gewirkt hat. Ich habe im Büchli, in der Kleingruppenheftli, habe ich Fragen abgedruckt und ich werde die Reflexion hier jetzt auch noch so als Kernaussage, als Vertiefung einblenden. Ist mein Blick klar oder ist er verblendet, vielleicht durch Hass? Wir kennen es im positiven Sinn. Manchmal redet man davon, da hat er rosarote Brille an, weil er eben verliebt ist. Aber es kann eben auch im Negativen der Fall sein. Wo besteht der Unterschied zwischen einem Blick aus Liebe auf meinen Nächsten oder eben, wenn ich jetzt verliebt wäre auf meinen Nächsten? Das ist eben eine andere Qualität. Und mich auch zu fragen, wie sieht Gott mich? Und so als zweiter thematischer Fragenblock, überlegt euch doch einmal, zu welcher Generation gehört ihr? Wo würdet ihr euch dazu zählen? Der Graf Zinzendorf hat das bekannte Lied, das ist ja Adelboden sehr bekannt und wahrscheinlich auch zu Frutigen, das Lied Herz und Herz vereint zusammen gesungen. Und in der ersten Strophe heisst es, dass wir einander so fest lieben, dass eben der uns zuerst geliebt hat, zum Ausdruck kommt. Wir tun das jetzt einspielen, das Lied. Und wir tun die es kennen und mögen, dürfen mitsingen. Aber das so als Reflexion zum Überlegen, wie steht es bei mir um meine Bruderliebe. Aber wir können jetzt auch sagen, ja, das ist ein altes Lied, ein alter Schinken. Aber die genau das erlebt, die wirklich Knatsch miteinander, die wirklich
Auseinandersetzung gehabt. Und wenn ich das Lied höre und lese, was im 1. Johannesbrief steht, dann habe ich stark den Eindruck, dass der Zinzendorf beim Schreiben von diesem Lied, von diesem Text, insbesondere vom heutigen Predigttext, ist, inspiriert gewesen. Und sie haben das dürfen erleben. Sie haben einen Moment dürfen erleben. Und man hat vielleicht die Tendenz, dass man ein bisschen die Vergangenheit ein bisschen verklären und so. Aber wir dürfen es so als Beispiel nehmen. Es ist möglich, dass sich die Liebe offenbart und dass die zum Durchbruch kommt. In der ganzen Gemeinde. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du heute uns am Morgen geführt hast, dass du uns zu uns geredet hast durch dein Wort. Und ich danke dir, dass du jetzt auch weiter zu uns redest, wenn wir jetzt auch noch miteinander singen, wenn wir miteinander in Lobpreis gehen, Vater. Ich danke dir, dass wir auch nicht einfach heute hier rausgehen, wenn uns etwas bewegt hat, sondern dass wir wirklich auch Schritte machen dürfen. Ich danke dir, dass du mir jeder oder Mut dazu kannst geben. Und ich danke dir, dass das nicht eine Theorie ist. Genau gleich wie du auf die Erde bist gekommen, für uns bist gestorben, für uns hast du geblutet am Kreuz, für uns hast du die Sünde getragen. Genau gleich ist die Liebe nicht eine Theorie, sondern sie darf Wirklichkeit werden und sie darf Raum einnehmen. Ich lobe und preise dich dafür. Amen.